Hallihallo miteinander. Heute geht's, wie man sieht, um Vögel. Das Buch ist von Nigel Hinton, Im Herzen des Tals. Gibt es im Paul-Solnay Verlag. Das ist ein Zwischending irgendwo zwischen einem Sachbuch und einem Roman. Und das erzählt das Leben oder ein Jahr im Leben von einer Heckenbraunelle. Also Heckenbraunelle ist so wie so ein Sperlingsvogel, ein recht unscheinbarer Vogel. Aber hinter im Klappertext steht drin, es ist ganz interessant und wer dieses Buch gelesen hat, wird ein wenig mehr von dem begreifen, was die Welt in ihrem Innersten zusammenhält. Bloß mal eine ganz kleine Leseprobe am Anfang von dem Buch, wie es losgeht. Das bitterkalte Wetter setzte in der 3. Januarwoche ein. Bis dahin war der erste Winter der Heckenbraunelle relativ angenehm verlaufen. Der lange goldene Herbst hatte beinahe bis Ende November gedauert. Einige scharfe Nachtfröste hatten wohl die Insekten etwas dezimiert, aber während der strahlenden Sonnentage hatte sie reichlich Samen gefunden. Es folgte ein ungewöhnlich milder und nicht allzu feuchter Dezember, der einige Insekten wieder hervorlockte und sie konnte sich satt fressen. Zu Jahresbeginn war sie rund und kräftig. Dann hatte Ostwind eingesetzt und die Temperatur war unter den Nullpunkt gesunken. Während der ersten 3 Tage hatte sie fast die ganze Zeit im dichten Gestrüpp ihres Schlehdornbusches gehockt, um ihre Kräfte zu schonen. Am 4. Tag, kurz vor Morgengrauen, ließ der heulende Böigewind nach und es begann zu schneien. Quälender Hunger und plötzlich erwachte böse Vorahnungen trieben sie auf Futtersuche hinaus. Ich kann schon sagen, der Winter geht gut für sie aus, sie hat einige Schwierigkeiten, sie findet dann auch ein Männchen, sie kriegen auch Eier, oder das heißt, sie legt auch Eier, sagen wir so. Aber es kommen etliche Schwierigkeiten, unter anderem Ratte und auch ein Kuckuck. Und was mit dem passiert, kann man sich denken. Viel Spaß beim Lesen. Ich habe es schon länger her, dass ich es gelesen habe, aber ich finde das Buch sehr schön, sehr interessant, richtig toll geschrieben auch. Und wie immer, ein guter Lesestoff ist immer was wert. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas geboten.